Merci, Herr Präsident. Wir sind der Meinung als die Link, dass die Chamber soll versuchen, keine Fehler zu machen und die Projekte de loi nicht umzuholen. So einfach ist das nicht. Eine Rückführung an ein Drittland kann nimmen stattfinden, wenn am Vorfeld individuell eine Sicht auf die betreffende Person an dem Land keine Verfolgung ausgesetzt ist oder nicht an Gefahr lebt, von dem Land an eine gefährliche Situation zurückgeschickt zu gehen. Die Akkorde de Readmission, so gut gesagt, gingen dem nur just Administrativprozeduren vorgesehen, für juristische Decisionen auszuführen, also wäre neutral. Wenn der Menschenrechter geht, so einfach ist das aber nicht. Weil die Akkorde können an der Praxis leider ganz wohl zu Menschenrechtsverletzungen führen, für allem auch wenn die Readmission von Personen aus Drittstaaten an Personen ohne Nationalität daran geregelt gehen, wie das an dem heutigen Vertrag ja auch der Fall als der Vertrag, der gesagt ja auch für, dass Leute, die nicht die kasachische Nationalität haben, können darum zurückgeschickt gehen. Und ich denke, das könnte auch zum Beispiel chinesische Bürger betreffen. Aber ich will doch noch ein Beispiel zurückkommen. Wir haben halt zu Lützeburg schon ganz viele Fehler, ganz grave damit gemacht. Ich meine, der Herr Außenminister, der kann sich wahrscheinlich auch daran erinnern, war aber wirklich nicht sein Fehler, die Decision hätte er nicht getroffen, das war der Herr Juncker, wo ein tunesischen Mitbürger, den Herr Khalifi, an Tunesien zurückgeschickt ist, weil wahrscheinlich denunziert ist von einer Mendigkeit zu Lützeburg, das verändert dem Ben Ali-Regime. Und gouf behauptet, wie Islam wie ein Terrorist oder so auch immer, aufgrund von einer ganz komisch geförderten Enquete von der Police, den Mann, den aus an Tunesien geschickt ging, den aus 6 Jahre lang an der Prison gegangen und torturiert ging, wie das damals an unserem so wunderschönen Partnerland Tunesien der Fall war. Ich kann mich noch erinnern, ob eine Question parlementaire hat Jean-Claude Juncker flapsig für Le Luxembourg n'a pas d'emprise sur le déroulement des procédures judiciaires dans lesquelles M. Khalifi a pu être impliqué en Tunisie. Mit Commission consultative des droits de l'homme hat aber schon gesagt, dass die Expulsion se déroulait en violation de la législation nationale et des conventions internationales en matière de droits fondamentaux. On sait weiterhin, si celui-ci n'était pas en mesure d'agir sur le déroulement des procédures judiciaires à Tunis, il est néanmoins évident qu'il assume la responsabilité pour le refoulement de M. Khalifi en Tunisie. Den Herr aus dem zurückkommen auf Lützeburg, schlussendlich. Es ist ein Fehler geschieht damals. Und ich meine, wir müssen noch aufpassen, weil wir schwätzen über Kasachstan, anscheinend noch der Conseil de l'Europe, der hat schon an einer Rekommandation von 2002 gesagt, les accords de réadmission risquent néanmoins de constituer une menace, directe ou indirecte, pour les droits de l'homme des migrants en situation irrégulière ou des demandeurs d'asile. Das, weil ein Risiko gerade besteht, dass gewisse Länder die Menschenrechte zwar Papier, aber nicht an der Praxis anhalen. Und das von Hai aus ganz schwer zu beurteilen ist. Das ist natürlich keine Regierung, die sagt, ja, selbstverständlich respektieren wir die Menschenrechte nicht an einer Prison oder Centre de Detention, da läuft alles ganz gut auf. Aber besonders problematisch wäre aber, wie gesagt, die Situation von Personen aus Drittstaaten. Auch die recommandation disait donc weiterhin, c'est pourquoi l'Assemblée parlementaire appelle les États membres du Conseil de l'Europe à ne conclure des accords de réadmission qu'avec les pays qui se conforment pleinement aux normes pertinentes en matière des droits de l'homme et à la Convention de Genève de 1951, ont mis en place de véritables systèmes d'asile, protègent le droit à la liberté de circulation de leurs ressortissants et n'érigent pas en infraction pénale les entrées ou les départs irréguliers du pays en question. Das ist aber am Kasachstan aber definitiv nicht der Fall. Zum Beispiel kann ich nach einem Rapport vom UNO-Komitee gegen Folter von 2014 ganz rezent lesen, dass am staatlichen Centre de Rétention im Kasachstan Leute gefoltert gehen, zu Misshandlungen könnt, Leute vergewaltigt gehen, auch von Beamten, die das überwachen. Das ist die Realität am Kasachstan. Ich sprach hier ja auch kein Bild zu zeichnen, für zu erklären, dass das Land ja aber unbedingt lupenrein ist.
Die EU-Kommission hat schon festgestellt, dass es mit einer Akkordreduktion kann zu Menschenrechtsverletzungen kommen. Und auch wenn Herr No schlussendlich gesagt wird, dass an den letzten Jahren kein Betraf war, ich fand, das ist aber kein Argument, dass bis jetzt kein Betraf gibt, dass man trotzdem einen Akkord de Readmission machen. Wann der Betraf wir, aber wann den misshandelt wird durch eine Decision, die schlecht geholt wird von unseren Autoritäten, und wenn dazu weit wird, dann bin ich froh, zu denen zu gehören, die gegen das Projekt de Loi gestimmt hatten. So nicht, merci. Moment für die Diskussion, und den Außenminister.